Ekran! Ekranen geef dich ab, aus wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom zu het programma Ekran. Dankzij dat u van de ware eigen dabei was. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en met mij heb ik hier van de Gabi Unrau oder Andrew, wie immer das gesagt wird. Are wordt dat gezegd, niet zo? Ja, wordt Emma. Ja, bij Gabi. We hebben het bij Gabi laten. Sehr gut. Welkom hier zu het programma. Vielen Dank schön. Du bist al mehrmals hier warst en du hast gestern was sehr Schönes erlebt, da wenn Sätze von dir hier. Ja. Nu zijn we gelijk al aan nieuwsgierig, wat is dat thema van jou? Het thema van jou is, van wat laat ik me vallen, of wat val zie ik? Wat komt me na, of wat niet? So, kannst du dat mal erklären, wat die thema is? Ik glaube, das Thema ist, von wat laat ik me tanken. Zoals, wollen wir mit einem Beispiel anfangen, was ich gestern hatte, was wir erlebt haben, wie wir eine lange Reise gemacht. So, meest 300 kilometer wat dat zijn. En op het terugweg, met gasabvallen en zo wieder, met gasoline, wenn man hier sein wird. En für uns wird es so, zum Hahn, wie alles kein Problem. Wir können durchfahren, alle Wege durchfahren. Und zum Terug, dann hat wir uns uitgerekend, wo wir das reden würden, das wird alles nicht, wird kein Problem sein. Bloß, dann wird das Problem, dass da viele Städte hintereinander, also so eine Städte, wat nicht Gasoline haben. En dat voor die wordt niet van Bolivien zijn, sondern wordt ons nu van Canada oder von wo immer hier. Du hast es vielleicht nicht normal von wo je kommen, aber in Bolivien gibt es nochmal so, dass die Binnenstadt Handforschen, die haben einfach kein Gas oder keine Gasoline. Ja. Oder Nafta oder was immer das genannt wird. Wo immer die dort nahen ist, aber die haben mal die roten paar Liter. So, wenn das auch für die nicht normal ist, das soll ja für uns essen hier. Ja, hier ist es ganz normal. So, dann kommen wir bei der einen Stadt und ich voll ganze Stadt Brot. En dan vroeg ik je 2 liter kost gaan. En ik dacht me, oké, 2 liter, dat drinkt me bij de nächste stad. Ungefähr. En dan kom ik bij de nächste stad en vroeg en de hadden nicht. En dan moest ik halt bij de nächste fahren en ik voel water abrood. Also, wir waren ganz am Platz dort, was ich vorher. Wie ich bei door, dann zeiden ze, ja, die kriegst 5 liter. 5 liter kost gaan. En ik dacht, oké, 5 liter, dat is beter als nichts, dat beter als stonden blijven. Also reisen wir bei der nächsten 2 Städte, wenn es der andere hat nicht. Und dann kommen wir an eine große Tankstelle an. Und ich dachte mir so, nu wordt het. Nu word je nieuw gaan. Vollfällen. Ja, vollfällen Gas, würde ich sagen. Ja. Und dann komme ich bei dort und sehe, no, wir haben nichts. Und ich dachte mir so, das ist so eine große Station, wo wir haben nichts. Und der hat einfach nichts. Und dann komme ich aber bei der nächsten Stadt und der gab mir dann 8 liter. So, dann dachte ich, okay, 8 liter regen wir dann einmal uit, wofür kann ich fahren? Und dachte, okay, das trägt mich bei Santa Cruz. Weil da, wo ich dann ganz neben ist, da würde ich hier. Und das war für mich ein Beispiel. Ich dachte dann so, ja, wer ist nur und dachte, Gott, woran ist das? Wenn die mal jedes Mal anholen, jedes Mal seht, das versiemt so viel Zeit. Und wir sind so viel länger, was wir reisen mussten, um Was hat Gott dir gesagt? Naja, das dachte ich so, in meinem Leben ist das kreuz so. Wir haben einen Motor, also wo dem Motor schaffen, der dort ist ans Hort. Und dort, wo das Hort brückt, so viel aus der Haft, so viel, was ich schaffe. Und ich dachte dann so, ja, das bei mir manchmal mit Gott kreuzen, in meiner Beziehung mit Gott. Denke ich mir, ich bete so viel, als ich für den Tag brücke, oder ich brücke kreuz an, oder wo eine Notsituation. Oder ein Bibelvers, was mir bei Mario bringen, mehr nicht. Einer lese, okay, das geht genug, um durch zu kommen, oder um Rat zu sein, oder was immer man denkt. Oder man glaubt, okay, ich ziehe Rat und ich brauche nichts mehr tun. Und was Gott aber viel Jahre gedacht hat, ist, dass wir Tag und Nacht mit einem vollen Tank fahren können. Also, das ist nicht nur kreuz von einer Station mit der anderen, sondern immer mit vollem Tank fahren. Und was mir dann wichtig wird, ist, dass ein alten Tank, wenn du einen ganz alten hast, der vielleicht leichenhaft, das halt nicht. Das klärt ja durch, das verrostet, das ist 2. Und da wird mir klar, ich brauche einen neuen Tank. Also ein neues Hort, würde ich sagen. Und dort kriege ich dann den Vers in Hesekiel, das ist 36, Vers 26, wo das sagt,
En ik wil jullie een nieuw hart geven en een nieuw geest. En jullie nen zaten. Ik wil dat steinerne hart uit jullie Körper uitrieten. En jullie een fleischnet hart geven. Also da sagt Gott so klar, ich will ihnen einen neuen Tank geben, ein neues Hort geben. Wo ein neues Leben kommt, aber auch ein neues Leben rauskommt. Das ist interessant, wo du diesen Vers gewählt hast. Noch nicht sehr lange trägt du wahrscheinlich weiter, aber in diesem Programm habe ich über das geredet. Dort Gott uns nie hat, ein nie Jesus vergeben. Für dich wird das nicht weiter. Das ist das Jahr, wir sind nun in 2017, du warst vielleicht Lothar nochmal hier oder checke das Programm. Aber wenn du noch in 2017 hier ist, das in Deutschland das Jahr die Hauptvers, die sich aus Kirche oder Taubschluss haben sie jeder Jahr ein Vers. Und das ist die Vers für das Jahr. So, und dort geht das also viel hat, und ich den noch einmal hier von gebracht haben, die nie waren. Ja, das finde ich sehr interessant. Wie ist einfach, dass das wichtig ist, ja, das ist wichtig, dass wir erfüllt sind. Und ich sage in meinem Leben immer, wenn ich erfüllt bin mit Gottes Leben, mit dem Heiligen Geist, also allein kann ich nicht. Ohne mich, dann sieht lade ich. Also ohne Gott und ohne alles, dann sieht lade ich. Aber wenn ich erfüllt bin vom Heiligen Geist, der mir wiesen wird, der mir jedes Mal wiesen wird, hier kannst du abfällen, hier kannst du was ändern, oder hier hast du ein Loch in dein Hort. Also das ist ja nicht so, wenn wir einmal nie das Hort haben, dass es dann 100% ist. Wenn es irgendwann was das war, dann braucht wir Gottes Ernährung zu werden. Und wir brauchen nicht warten, bis das ganz schwer ist, sondern wir können, sobald ein kleiner Kreuzer bin, können wir all nie das Hort haben. Wenn es der Heilige Geist in uns bin, der wiest uns dort Schritt für Schritt. Und das dort können wir einfach sein ans Hort erfüllen. Und so ist dort einmal uit de ganze Kraft zu leben. In ganz Fall zu sein. Was ist ein anderer Bibelvers, was Gott dir gegeben hat? Das eine ist, wo das ganz klar sagt, ich will nicht ganz durchlesen, ist, aber was ans Hort erfüllt ist, das kommt raus. Das ist hier ein Spruch, was alle wenn einmal sagen, was in Müll von Fall ist, was in Hort von Fall ist, das was du sagst. Das kommt raus, ja. Was ich mal einmal von dir redet. Ja. Und das sagt wirklich in der Bibel, in Lukas. Lukas 6, Vers 45, ich kann hier nur lesen, das heißt, wenn meine Gedanken, also mein Hort, ist mit den Gedanken verbunden. So, wenn mein Hort mit guten Gedanken voll ist, dann kommen gute Sachen raus. Ich will positiv reden, ich will gute reden von Menschen. Aber wenn mein Hort, meine Gedanken und mein Kopf ganz negativ eingestellt ist, alles ist schlecht, das geht drauf und mit mir ist es nichts, dann wird kreuzart ein Grüt kommen. Und wenn ich aber gefällt bin mit das Gute, mit das Positive, mit dem Leben von Gott, mit dem Heiligen Geist zu sein, der uns hilft, immer das Positive zu sein. Klar, dann werden nicht alle Probleme vorzweig sein, aber wir können positiv nachgehen, wenn wir einen großen Gott haben, ja. Und das ist, wenn wir in der Weich leben, dass wir voll von Gott sind. Ich glaube, dann Jeff Gott uns ist zu sein liberal. Ja. Und dann sehen wir die Welt mit seinen liberal. Aber wie Gott Jeff an seine Uhr und dass wir sehen die Welt mit seinen Uhr. Und dann sind die Sachen ram ans und wenn auch andere Menschen glauben, das große Problem in Wirklichkeit für uns ist es bloß eine Kleinigkeit, was die Fantasie schaffen, wenn wir am Bäden filmen und wir fangen die Welt mit ganz anderen Uhren zu sein, wenn wir voll von arm sind. Ja. Und für mich ist es immer so leicht zu sein, wo Menschen können, kriegt der eine Weg leben, oder kriegt der andere immer hofladig, dass du sagst, mehr ist nicht bei den nächsten Tag kommen, mehr ist nicht bei den nächsten Jahr, alles, das rennt immer rein. Ja. Was hast du noch wieder zu sagen? Ich glaube, man kann sehr viel darüber sagen, aber mir geht es Mut, auf mich selbst abzupassen. Erstens, was kommt an mich nennen? Was an mich nennen kommt, ist dort, was Rami-Ram ist. Was sind meine Freunde? Was denke ich? Über was denke ich noch? Oder wo lasse ich die Gedanken hinkommen? Klar, kommen manchmal negative Gedanken hin. Oder zu sagen, oh, ich schaffe das von der nicht. Oder ich fühle mich nicht so gut. Oder ich fühle mich nicht wert. Aber dass wir dort dann kurz wegschüben. Und sagen, no, das Negative hat nicht Raum an mir. Ich will gefällt sein mit das Gute. Ich will gefällt sein mit dem Leben von Gott. Und so dort kann ich dann auch an andere Menschen nachgehen. Und auch was du einen anderen Bibelvers hier hast, das auch in Lukas geschrieben. Du sagst, dass Gott das nie in Wien nie gefäßen oder nie, das wird von Lada, ich habe mal gemerkt.
wenn es dat oude wien en een oude denk is, dan dat schafft nicht. Ja, dat breikt weh. Ja. Dat is het niet weer te zijn. Ja. En wie erfällt zijn willen met de lijf van God, want de lijf is zo groot en zo staat ook de Heilige Geest is zo groot, dat past mooi en dat niet nemen. Dat past en dat goede nemen. Dan moet wie niet gemerkt zijn, dan heb je ook van niet worden, zo ongeveer. Ja. Ja, sehr gut, Gabi. Sehr interessant von dieser Bibelstelle zu hören, auch von deiner Reise gestern. Eigentlich, dass je naar een huis gekommen zijn, freut me sehr, dass je nach genoeg Gäste gekregen habt. Was kannst du uns noch mal merken? Lieber Tachira, ich möchte die einfach mal merken. Check ab dort, was am die nennt kommt. Sei dort, dass jeder Tag mehr als genug von Gott seine Life, von der Vergebung und von den Genot kriegst. En dat we ons mee werkelijk, en woord Gottes nennt het, want hier steht zoveel bij. En wenn wir wirklich erfüllt sind in Evangelie, dann ist es ein Dauer, wo viele Menschen wat von uns Vater tun, da wird Kraft sehen an uns, sondern wir wollen immer genug haben. Aber prob nicht, einmal bloß kriegt den nächsten Stab hinzukriegen, sondern erfüllt zu sein, und dann ist das Leben viel leichter und hat nicht so viel, man denkt nicht die ganze Zeit, oh, wenn ich kriege frisch Kraft, sondern seht die Kraft und die Erfüllung durch den Heiligen Geist bei Gott. Und wenn wir sehen, dann wo wir finden. Dit wil ik bloß een grote Amen zeggen. Een grote Halleluja. Dat is einfach das wunderbare Kraft en ben. En diesem, ich sage das vielmal, das ist ein Riefer, was du schäle deed. En dat is einfach bloß du nenhupse. En dat nennt uns met. Gott hat die wunderbare Kraft. Wir brauchen euch das unsere eine Kraft. Und er will uns vollfallen. Plus, wie macht das lassen? Wie macht uns das lassen? Nie merken, das Gabi sagt. Ja. Also merk den Hort op en laat die Fälle von dieser Life. Ja. Und du hast einen Freund vom Chaco Paraguay, der hat ein Lied geschrieben. Und ich glaube, als er das Lied schreibt, hat er dieselbe Gedanke, als was wir von der hier gesagt haben. Und er sagt, leid ihn vier in mein Hort. Und was vier in der Bibel viel mehr beweisen ist, das ist der Heilige Geist. Und er will voll von Gottes Kraft oder von Gottes Heiligen Geist in sein Hort sein. Und das ist Romeo Chela met das leid ihn vier in mein Hort. Gottes Segen, das nächste Mal. Dankeschön, dass du von der dabei bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.